Wir kommen nun zu dem Fragenkomplex Bibel. Dabei geht es um die Gültigkeit und Verbindlichkeit der Bibel, die für uns alle von sehr grundlegender Bedeutung ist. Die Frage FB1. Die Bibel ist doch von Menschen aufgeschrieben worden, darum ist alles relativ zu sehen. Wie können Sie sagen, dass sie von Gott ist und dass alles wahr ist? Antwort: Wir wollen hier die Frage nach der biblischen Wahrheit an einem ausgewählten Beispiel zeigen, das den Vorteil hat, mathematisch nachvollziehbar zu sein. Die Bibel enthält 6.408 Verse mit prophetischen Angaben, von denen sich 3.268 bisher so erfüllt haben, während die restlichen Prophetien noch zukünftige Ereignisse betreffen. Keine Voraussage ist anders eingetroffen, als es die Bibel beschrieben hat. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Hier haben wir einen auch mathematisch ausdrückbaren Wahrheitsgehalt vor uns, der nirgends seinesgleichen hat. Wir wollen nun die Frage stellen, ob es möglich ist, dass sich so viele Prophetien zufällig erfüllen können, das heißt, ob ihr Eintreffen ohne das Wirken Gottes erklärbar ist. Dazu werden wir uns nun der Wahrscheinlichkeitsrechnung bedienen. In dem folgenden Berechnungsmodell wird nicht berücksichtigt, dass manchmal mehrere Verse der Bibel dazu dienen, eine einzige Prophetie zu beschreiben, oder zum anderen ein Vers auch mehrere Prophetien enthalten kann. Ebenso geht der Tatbestand, dass manche prophetische Aussage mehrfach erwähnt wird, nicht in die Rechnung ein. Diese Modellvereinfachung wird jedoch durch folgenden Ansatz für die Grundwahrscheinlichkeit bei weitem ausgeglichen. Nimmt man für die sehr hohe Grundwahrscheinlichkeit von 0,5 für die zufällige Erfüllung einer Einzelprophetie an, so lässt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit W für die 3.268 bisher erfüllten Prophetien mathematisch exakt errechnen. Diese beträgt W gleich 2 hoch minus 3.268 und das sind 1,7 mal 10 hoch minus 984. Die prophetischen Aussagen sind derart, dass das Eintreten des jeweilig beschriebenen Ereignisses mathematisch mit 1 zu 1000 bzw. 1 zu mehreren Millionen anzusetzen wäre. Mit dem Ansatz 1 zu 2 gleich 0,5 liegen wir damit auf der absolut sicheren Seite. Zum Zahlenvergleich für W wollen wir einige ausgedachte Lottosysteme betrachten. Wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer im kommerziellen Zahlenlotto 6 aus 49, das heißt aus 49 Feldern mit fortlaufender Nummerierung, etwa 1 zu 14 Millionen beträgt, so wollen wir nun die Frage stellen, auf wie viele Felder dürfte ein zweiter Lottoschein erweitert werden, bei dem ebenfalls 6 richtige für einen Volltreffer zu benennen sind, um gerade auf jene Wahrscheinlichkeit zu kommen, die sich für die zufällige Erfüllung von 3.268 Prophetien ergäbe. Was würden wir schätzen? A. Die Größe einer Tischtennisplatte. Auf einer Fläche von 4,2 Quadratmetern sind 167.140 Einzelfelder von der Größe, wie sie auf einem handelsüblichen Lottoschein anzutreffen sind, möglich. Oder B. Die Größe eines Fußballfeldes von 7.350 Quadratmetern. Dort sind 459.375.000 Einzelfelder möglich. Oder gar die Oberfläche der gesamten Erdkugel mit 510 Millionen Quadratkilometer. Bei 31,3 mal 10 hoch 18 Einzelfelder sind dort möglich. Wobei 10 hoch 18 eine Trillion oder 1 Million Billiarden bedeuten.
Rechnet man die Wahrscheinlichkeiten aus, um bei L durchnummerierten Feldern 6 richtige zu ziehen, so ergeben sich für die obigen Flächen folgende Werte. Für den Fall A 1 zu 0,4 mal 10 hoch 30, das sind 2,5 mal 10 hoch minus 30. Oder B, W gleich 1 zu 1,3 mal 10 hoch 49, und das sind 7,7 mal 10 hoch minus 50. Oder W gleich 1,3 mal 10 hoch 114, und das sind 7,7 mal 10 hoch minus 115. Wir sehen anhand der Zahlen für W, dass die Vergleiche A bis C völlig unzureichend sind. Das mathematische Ergebnis für die Felderzahl ist geradezu atemberaubend. Wir müssten zu einem Größenvergleich die Gesamtzahl aller Atome des Universums zu Hilfe nehmen, und diese ist mit 10 hoch 80 selbst nicht mehr vorstellbar. Es ist eine 1 mit 80 Nullen oder die Zahl 10 Milliarden 8-mal mit sich selbst multipliziert. Auf die errechnete transastronomische Zahl von 2,74 mal 10 hoch 164 Feldern jenes Super-Lottoscheins kommt man allerdings erst durch einen weiteren, unsere Vorstellung noch einmal übersteigenden Vergleich. Stellt man sich so viele Universen gleicher Größe vor, wie unser Universum Atome hat, dann ist die Gesamtzahl der Atome aller dieser gedachten Universen immer noch um den Faktor 27.400 kleiner, als der benötigte Lottoschein Felder haben dürfte. Nach den obigen Betrachtungen können wir nur eine vertretbare Konsequenz ziehen. Die Prophetien sind göttlicher Art, sie können von keinem Menschen stammen. So führen uns die Berechnungen zu einem Ergebnis, das Jesus in dem bekannten Gebet zum Vater auf die knappe Formel bringt: Dein Wort ist die Wahrheit, Johannes 17, Vers 17. Die Bibel kann somit nicht von menschlicher Herkunft sein, sondern es gilt das, was wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott benutzte auserwählte Menschen, denen er die für uns wichtige Information gab, damit sie diese, ohne dabei ihre Person, ihr Wesen und ihre Empfindungen auszuklammern, für uns aufgeschrieben haben.